Guten Tag zum neuen YouTube-Video. Für mich ist es auch das Mal, ich kann nicht jedes Mal sagen, es ist schon länger her. Aber es ist halt schon wieder länger her. Und ich glaube, er hat die Bohrmaschine abgelegt. Oder was es auch immer ist. Jedenfalls herzlich willkommen in diesem Video. Das Video heute entsteht unter sehr speziellen Umständen. Nämlich haben wir im Moment eine Baustelle nebendran. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das als Ausrede brauche, dass nicht ganz so viele Videos kommen, wie ich eigentlich denke, dass ich dem Q1 machen kann. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass es einfach ein hoher Krach war, wenn ich ein Video machen wollte. Ihr werdet das zum Glück nicht merken. Dank der Technologie vom Schneiden werde ich das einfach rausnehmen. Wenn aber mein Gesicht mit der Zeit und den Minuten von diesem Video entgleiten, tut mir es bitte entschuldigen. Heute geht es um diese Kamera. Das ist OM-System OM3. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich es richtig sage, weil OM-System, so heisst die Kamerafirma erst seit neuerem. Ich kenne die Story auch nicht im Detail. Sie haben früher Olympus geheissen, respektive die Vergangenheit von dieser Kameramarke ist Olympus. Und die kennt ihr sicher. Sehr bekannte, oder für mich eigentlich die einzige bekannte Kamera. Also es gibt zwei Sachen, die mich an Olympus erinnern. Ist einerseits die Kamera hier. Mal schauen, ob wir das herbekommen. Also wir bekommen das, ja, ihr kennt es aus anderen Videos. Face Detection und Sachen präsentieren, das ist einfach schwierig, he? Wir probieren das mal so. Oh, da. Das ist OM-System TG7. Für mich so die Olympus-Kamera, die man hatte. Irgendwo roundabout 500 Franken, behaftet mich nicht drauf, geht googlen. Irgendwo um 500 Franken, 450 Franken. Eigentlich mega krass, was man für das Geld hier für eine Wahnsinnskamera bekommt, auch wenn es ein Thema ist, dass der Sensor, ich probiere es jetzt einfach mit Humor zu nehmen und wir haben schliesslich morgen Ferien. Bei der TG7 ist gegen das Thema, dass die Sensorgrösse respektive Megapixelanzahl ein bisschen kritisiert wird, auch von mir. Wenn ich die mit unter Wasser nehme, dann hätte ich natürlich gerne ein bisschen mehr Auflösung. Ich hätte gerne ein bisschen einen grösseren Sensor, aber wir kennen es alle, Unterwasser-Gehäuse für grosse Kameras, Systemkameras, für die groben. Irgendwie für eine R5 Mark II habe ich einmal das Gehäuse angeschaut. Ja, ihr seid am Schluss beim Gehäuse alleine bei etwa 6'500 Franken. Darum beklagen wir uns jetzt hier einfach mal nicht, dass wir für 500 Franken eine wahnsinnig stabile Unterwasserkamera bekommen, die den Job macht. Vor allem, wenn man die Fotos nicht irgendwelchen Magazinen verkaufen kann oder irgendwelchen Doku-Produzenten, sondern es einfach für sich privat macht. Um diese Kamera geht es aber heute nicht. Die tun wir auf die Seite. Heute geht es um OM3. Ist rausgekommen, irgendwie vor wenigen Wochen. Für euch nicht relevant, weil wir nicht wissen, wenn das dir das... Ich muss mich nicht nerven. Wir machen einen neuen Versuch. Vielleicht haben wir ja jetzt ein paar Minuten Ruhe. Mal schauen. Also, die OM3 ist im Februar 2025 rausgekommen. Nicht, dass das für dich relevant ist. Ich weiß auch nicht, wenn du das Video schaust. Jedenfalls hat sie irgendwie meine Aufmerksamkeit gewinnen. Ich habe ein paar Artikel, also Berichte darüber gelesen und habe gefunden, hey, das ist echt spannend. Und mal davon abgesehen, dass es spannend tönt, sie hat mir einfach gefallen. Sie sieht wahnsinnig cool aus, silbrig-schwarz. Sie hat so ein bisschen das Vintage-Design. Ja, ist immer die Frage, was sieht jetzt eine Kamera Vintage aus? Aber es hat sicher Kameras gegeben, die so ein ähnliches Setup hatten mit der Topplate hier, wo so ein bisschen im Silbrigen mit diesen Dreirädchen. Wobei OM-System ja bei den meisten Kameras, die man so kennt, also die ich halt so kenne, ich komme wirklich eher von anderen Marken mit diesen Rädchen. Ich kenne das von Fujifilm. Ich fotografiere viel mit Fujifilm und dort hat es so Kameras, die ähnliche Designkonzepte haben. Gleichwohl hebt sich die OM3 ein bisschen ab und da sage ich gleich etwas dazu. Vielleicht hier noch schnell für dich als Hinweis. Das Video, das geht nicht darum, dass ich jetzt das Datenblatt vorlese, auch wenn ich es hier aufgemacht habe. Ich tue dann 2-3 Sachen, technische Sachen sagen dazu. Aber es gibt diverse andere Videos und es liest sich irgendwie auch angenehmer, wenn du wirklich harte Facts, irgendwelche Vergleichslisten machen willst.
Das ist nicht der Inhalt von diesem Video. Hier in diesem Video geht es darum, was sind meine Erfahrungen als Fotograf. Ich habe sie gebraucht, mehrfach, jetzt fast 4 Wochen. Foto Zumstein Bern hat mir es zur Verfügung gestellt. Ausnahmsweise kaufe ich die mal nicht, weil ich im Moment wirklich einfach mehr als genug Kameras hier. Auch Kameras, die ich selber gekauft habe zum Testen. Üblicherweise kaufe ich Geräte, tue sie testen und kann er sein, sie verkaufen, kann sein, dass ich sie behalten, sehr zum Leidtragen von meiner Frau, die hier das Büro auch mitnutzt und leider, man sieht so jetzt, es steht überall Zeug. Und ich glaube, sie wird es freuen, dass ich es tatsächlich mal bei einer Kamera habe geschafft, dass ich mir sie nicht kaufe. Einfach auch aus dem Prinzip, weil ich nicht schon andere OM-System-Kameras habe, ausser die TG7, das ist meine. Über die gibt es übrigens auch Bericht. Müsste online sein, wenn du das Video schaust. Die habe ich gekauft, weil ich die zum Tauchen brauche, aber so für Streetfotografie und so stehen leider noch ganz viele andere Kameras da. Darum geht die OM3 wieder zurück. Du kannst sie mieten bei Zumirent. Das ist der Vermietdienst in-house von Foto Zumstein. Kann ich dir sehr empfehlen. Ich sollte so mehr machen und nicht einfach die Kameras kaufen, weil es würde das Budget auch ein bisschen entlasten, nicht wahr? Gehen wir weiter. Wir machen als erstes gerade den technischen Part, den ich kurz angesprochen habe. Also wir haben ein Micro Four Thirds. Das ist immer so ein Gefummel, das zu sagen. Also für die mein gedrückten Englisch ein bisschen Mühe hatten. Es schreibt sich Micro 4-3. Das heisst, es ist ein 4:3 Sensor drin. Mit 22,9 steht auf dem Datenblatt hier, 23 Megapixel Sensor, also nicht APS-C, nicht Vollformat, sondern kleiner als APS-C, noch ein bisschen. Löst aus, dass wir einen zweifachen Crop-Faktor haben, das heisst beispielsweise das Kit-Objektiv hier, 12 bis 45 mm, ist in Realität, also entspricht einem 24 bis 90 mm. Für diese Grösse, natürlich sehr eindrücklich, weil 24 bis 90, respektive 24 bis 70 Objektive sind sonst viel grösser, wenn es an Vollformat ist. Die Lichtstärke von dem ist aber trotzdem durchgehend 4. Also auch durchgehend 24-70er sind massiv grösser. Das ist natürlich geschuldet, dass der kleine Sensor nicht so grosse Gläser braucht und dann kann man das in einem viel kompakteren Objektivgehäuse unterbringen. Ich bin jemand, der sehr gerne Festbrennweite rein. Generell sind sie in der Regel ein bisschen lichtstärker. Nicht aber nur wegen dem. Ich persönlich fotle sehr gerne mit Festbrennweite rein. Dann hat man ein bisschen mehr Lichtstärke und kann sehr cool freistellen. Das ist aber auch vor allem, weil es von meinem Job her als Fotograf sehr häufig sehr schwierige Lichtsituationen hat. Und dann musst du einfach das Maximum rausholen halt mit dem Equipment. Du kannst nicht immer noch Licht aufstellen, so gerade bei Eventfotografie. Trotzdem ist natürlich Blende 4 auch sehr gut geeignet, vor allem auf 90 mm, um etwas freistellen. Du musst dich einfach ein bisschen arrangieren, deine Fotoskills müssen ein bisschen passen, aber das geht natürlich schon auch. Trotzdem, muss ich fairerweise sagen, habe ich sehr viel lieber mit der Festbrennweite fotografiert, die ich mitnehmen durfte, zum Ausprobieren. Und zwar ist das 17 mm. Da muss ich schnell die Gegenlichtblende abnehmen. Sehr eine grosse Gegenlichtblende. Das Objektiv ist schon sehr klein, das gefällt mir. Ich möchte definitiv nichts Schlechtes gegen das 12 bis 45 mm Kit-Objektiv sagen, vor allem weil es eine durchgehende Blende f4 hat und wenn man die Kamera möchte kaufen, ist sicher eine Überlegung wert, nicht nur den Body zu nehmen, sondern das Kit-Objektiv auch zu nehmen. Weil mit diesem Objektiv kann man eigentlich arbeiten. Vor allem, wenn man es für Reisen braucht und für alles, wenn es einfach eine Kamera ist, die man besitzt, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn man noch ein cooles Zoom-Objektiv hat und eben mit 45 mm, wo ja dann 90 mm Brennweite entsprechen auf Vollformat. Da seid ihr dann schon sehr cool im Porträtbereich, wo auch Blende 4 völlig ausreichend ist, um den Hintergrund freizustellen. Also mega cooles Kit-Objektiv. Nichtsdestotrotz hat mir das 17 mm f1.8 massiv mehr gefallen für das, was ich die Kamera wollte testen. Für Streetfotografie, für Alltagskamera. Bei mir liegt immer eine Kamera in meinem Wohnzimmer, irgendwo in der Küche und dann tue ich meine Sachen für Instagram eigentlich immer mit der Kamera fotografieren und nicht mit dem Handy.
Nichts gegen Handyfotografie. Das wird immer noch sehr schnell gewertet. Gar nicht. Ich fotografiere wahnsinnig viel mit dem Handy. Ich filme sehr viel mit dem Handy. Aber ich habe gerne eine haptische Kamera in der Nähe, wo ich zu mir nehmen kann, irgendetwas fotografieren und dann kann ich später beim Kaffee oder so die Fotos überladen. Falls es an dieser Stelle einen sehr harschen Schnitt zum vorherigen Thema hat gegeben, bitte ich das zu entschuldigen. Der Kollege mit seiner Bohrmaschine Raum weiterrennen und ich sind uns heute nicht einig, wenn man wie arbeitet. Ich sollte jetzt. Darum machen wir schnell weiter, bevor er das Gefühl hat, dass er weitermachen muss. Wo sind wir verblieben? Bei dem 17 mm f1.8 Objektiv. Mit dem Crop-Faktor von mit dem Crop-Faktor von 2 kommen wir auf 35 mm. Ich bin jemand, ich habe sehr gerne Festbrennweiten. Nebst dem, dass ich meine meiste Arbeit mit 85 mm mache, arbeite ich sonst, vor allem gerade, wenn ich selber am Reisen bin, freizeitmässig am Foteln bin. Oder natürlich schon auch, wenn ich am Arbeiten bin und einfach ein bisschen mehr muss drauf haben mit 35 mm. Das geht auch 28, aber so 28, 35 mm. Der 17 mm f2.8, der mir eben hier wahnsinnig gut hat gefallen, an dieser OM3 ist es 35 mm und hat eine Blende f1.8, also leicht stärker als F4, kann man ein bisschen mehr freistellen, wobei es so ist, dass wenn ihr weniger könnt herzoomen, eben wie beim 45 mm, irgendwie auf äquivalente 90 mm, dann habt ihr auch nicht die Kompression im Hintergrund, also auch nicht die Tiefenunschärfe. Das heisst, man muss auch bei einem 17 respektive 35 mm ein bisschen wissen, was man für Motiv und was man für Sujet wählt, dass man eine schöne Tiefenunschärfe hat. Zudem ist es gar nicht immer bei allen Motiven gewünscht, dass viel vom Hintergrund unscharf ist. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, wenn man auch ein bisschen zeigen will, in welcher Stadt das man ist, dann ist es immer mal gäbig, wenn man für einen Kontext ein bisschen abblendet. Oder auch wenn man ein Objekt oder einen Mensch fotografieren oder in ein Fahrzeug oder etwas, dann macht es auch nicht immer Sinn, sehr offenblendig, also mit f1.4, f1, was auch immer, 6, 8 zu fotografieren, weil einfach das Objekt dann zu fest freigestellt wird und man vom Kontext gar nicht mehr mitbekommt. Der Kontext aber immer auch Teil vom Bild ist, also der Hintergrund oder der Vordergrund. Mir hat am Anfang einfach das Design gecatcht. Also ich habe Berichte gesehen, dass OM System die rausbringt und ich kenne weder die gröberen Modelle, ich kenne auch nicht die kleineren Modelle. Ich habe die von den kleineren Modellen in den Fotokursen, die ich durchführe und habe schon ein paar Mal in den Finger gehabt und musste sagen, mal, eigentlich noch cool. Ich würde es jetzt ein bisschen vergleichen, so in die Richtung Fujifilm. Es ist eine eigene Kamera, ein eigener Kamerastil. Sie gehen eigene Wege. Aber es ist auch eher eine hübsche Kamera, die ich gerne in die Finger nehme, die ich gerne mitnehme. Ich habe das schon in anderen Videos erklärt. Wenn ich eine Kamera cool finde, wenn sie so ein bisschen einen accessoiremässigen Kontext hat, dann nehme ich sie einfach lieber mit. Dann kommt sie mit mir dorthin, wo ich hergehe. Wenn sie nicht zu gross ist, wenn sie nicht schwer ist, natürlich auch. Aber wenn sie mir gefällt und wenn ich sie gerne dabei habe, dann lasse ich sie weniger daheim. Und das ist etwas, was ich am meisten berichtet bekomme, wenn ich in den Fotokurs frage, ja, warum nimmst du die Kamera nicht einfach mit? Ja, das Handy hat man immer dabei, das muss man wie mitnehmen und die Kamera hat dann meistens nicht mehr Platz oder man denkt, kann man das ein paar Fotos als Erinnerung auch mit dem Handy machen und je kleiner und leichter die Kamera ist, nimmt man sie lieber mit, aber auch, wenn man sie gerne dabei hat, wenn man sie gerne benutzt, wenn die Haptik stimmt, wenn man sie gerne in die Hand nimmt. Das ist bei dieser Kamera auf jeden Fall gegeben. Sie ist zwar ein bisschen grösser als ein paar vergleichbare Modelle von anderen Herstellern, vor allem weil sie diesen Teil hier, also vor allem für die rechte Hand, sie hat zwar nicht die typische Wulst, also den L-förmigen Grip, wo man so vorne noch greifen kann. Da haben mich ein paar Leute gefragt, ob das nicht fehlt. Aber das fehlt überhaupt nicht. Ich habe mittelgrosse Mannenhang, würde ich jetzt mal behaupten. Und die flache Verlängerung, die eben da tatsächlich ein bisschen länger ist, wir gehen nicht gerade darauf ein, warum das auch ein bisschen grösser ist, das lässt sich sehr gut greifen. Sie hat ein
Flip-Display, wie man das so schön sagt. Also nicht ein Display, das man gegen hinten ausklappen kann. Das habe ich persönlich optisch lieber. Ich finde es so angenehm, gerade zum Foteln, eben in der Straße, wenn ich vor allem aus Hüfthöhe foteln und das Display dann einfach hinten so ein bisschen rauf kippen kann. Das geht bei der nicht. Ich muss es rausnehmen, muss es drehen und habe es dann so. Und dann hast du natürlich auch immer ein bisschen Angst, dass es irgendwie abbricht, wobei der Mechanismus hier fühlt sich sehr angenehm, sehr stabil an und gleich bist du natürlich sehr exponiert, wenn das Display so dran ist. Andersrum kannst du die Kamera natürlich auf Hüfthöhe, also jetzt hier vor der Brust, damit man es sieht, so in der Kamera führen und dann verschwindet sie. Also man nimmt sie gar nicht mehr so wahr, obschon sie jetzt hier silber ist. Also von dem her, ich kann mit beiden Arten Display leben. Es gibt Hersteller, die jetzt beides kombinieren, dafür sind dann Display doppelt so dick, weil sie einfach beide Mechanismen vereinen. Das heisst, man kann es dann einerseits vorklappen oder umklappen. Sie hat Videofunktionen, das heisst, es ist durchaus legitim, dass man das Display halt komplett umdrehen kann und man theoretisch vloggen mit ihr. Kommt jetzt mir nicht so in den Sinn, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist jetzt nicht so der Content, den ich mache, so vloggen. Aber es ist völlig verständlich, wenn jemand einfach sagt, ich will eine Kamera haben, mit der möchte ich gerne alles machen, dann verstehe ich, dass in der heutigen Zeit so eine Kamera einfach eine Hybride ist, die auch filmen kann. Und dann ist das Display, das man seitlich ausklappen kann, sicher nachvollziehbar. Bevor wir weitergehen, schnell der Input, warum das der Griff hier wohl die Grösse und Länge hat, weil die Knöpfe, die hier hinten drauf sind, die hätten gut doch ein bisschen näher zueinander rücken können. Der Daumengrip hier oben, der ist sehr angenehm, der stabilisiert, wenn ich eben vorne die Wulst nicht habe, stabilisiert mir die Kamera sehr gut, ich kann sie sicher greifen, das ist wichtig, vor allem bei einer Kamera, die tendenziell für Streetfotografie tauglich könnte sein. Der Akku ist sehr gross und man kann wirklich lang mit dieser Kamera fotografieren. Ich finde die Bildangaben, die sie hier angeben, mit wie viel auf eine Akkuladung kann schiessen, das ist immer so ein bisschen die Frage von deiner Witterung, hast du die ganze Zeit an, bist konstant am Fotografieren, hast du immer das Display an, schaltest das automatische Switchen von LCD und IBF aus. Es hat immer viele Faktoren. Sie geben aber 500 Bilder an, was sicher sehr ein guter Wert ist. Häufig haben Kameras irgendetwas um 400 irgendwas, 420, 450. Das ist schon mehr als genug. Ich würde immer empfehlen, eine Ersatzbatterie zu haben für die Kamera und auch dabei zu haben. Weil, weisst du nie, vielleicht läuft meine leer oder du hast vergessen zu laden oder irgendwas. Laden kannst du mit USB-C, das finde ich super gäbig. Also kannst du auch irgendwo schnell eine Powerbank oder irgendwo an einem Kabel, wo man liegt. Die Möglichkeit hat man ja heute immer mehr. Was ein bisschen ein Nachteil ist, wenn wir bei Stromversorgung sind, ist der Power Switch. Der Power Switch ist hier hinten so ein Clip. Also nicht irgendwie im Auslöseknopf unten dran, wie man das von den meisten anderen Geräten kennt. Einerseits stört mich das persönlich, weil ich die Kamera sehr häufig einhändig rechts benutze, so aus der Tasche rausziehen und dann möchte ich sie gerne hier anladen. Das geht nicht, ich brauche hier immer die zweite Hand, um die Kamera einschalten. Dann ist es so, dass mir es mehrmalig ist passiert, dass ich die Kamera nicht ausgeschaltet habe und weil sie dann in der Tasche innen liegt und irgendwie etwas über das Display kommt oder irgendwie der Auslöseknopf ganz leicht triggert, ist sie immer wieder an. Also ich habe die Kamera mehr als einmal aus der Tasche rausgezogen und sie hat kaum mehr Akku gehabt. Das ist durchaus ein bisschen schade. Müsste man vielleicht so lösen, dass man im Standby-Modus die Kamera nicht aufwecken mit dem Auslöser. Das könnte man softwaremässig optimieren. Oder halt einfach lernen, daran denken, dass der Switch aus ist. Das ist sicher die richtige Variante. Aber mir ist das ein bisschen aufgefallen. Ist gejammert auf sehr hohem Niveau. Das kann man sich antrainieren oder lernen. Aber das wäre jetzt so ein Kritikpunkt, den ich anbringen würde, dass man den Switch irgendwie anders platziert. Oder dass man zumindest schaut, dass sich die Kamera nicht immer automatisch aktiviert. Wenn wir gerade ein bisschen beim Nörgeln sind, und das ist auch sehr kompakt zusammengefasst bei dieser Kamera, sonst ist das wirklich von meiner Seite eine Kaufempfehlung. Das Menü, das ist aber auch bei dieser Kamera hier, OM-System TG7, ein bisschen ein Thema. Ich habe wirklich nur bei diesen zwei Kameras einfach teilweise unnötig lang nach Sachen gesucht. Ich bin mir wirklich das Benutzen von vielen verschiedenen Kameras gewohnt.
bei diesen zwei hat es wirklich Sachen gegeben, wo also bei denen habe ich sogar das Handbuch abladen. Gewisse Sachen sind einfach unzureichend beschrieben. Ein Menüpunkt, wo in ein Symbol, aber keine Beschriftung haben. Und also einfach als kleine Anekdote, das geräuschlose Föteln, wo also kein mechanischer Auslöser runtergeht, kein mechanischer Verschluss runtergeht, wird durch ein Herzli dargestellt. Das ist herzig, aber das macht in meiner Welt leider keinen Sinn. Ich bin zuerst hin und vorne draus gekommen, was sie mir hier möchten sagen. Und es sieht wirklich so ein bisschen wie ein langgezogenes Herzli aus. Irgendwie schräg. WLAN-Symbol ist auch so eins, das haben sie irgendwie auch zweckentfremdet. Das ist irgendwie für eine andere Funktion. Ja, ich habe mich ein bisschen vorgeführt gefühlt. Ich habe gedacht, ist jetzt das irgendwie ein Witz oder so? Hat aber die Kamera verstellt, aber sie ist ganz neu gewesen. Also auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, damit ich dort mich nicht irgendwie vertue. Aber hey, das ist that's it. Also man kann wirklich sagen, das Ein- und Abschalten, respektive aus dem Standby holen, das muss man ein bisschen im Griff haben. Und das Zweite ist eigentlich die Menüführung, die man ein bisschen lernen muss. Das heisst, am besten, wenn man die Kamera kauft, nimmt man sich die Zeit und geht wirklich das Menü Punkt für Punkt durch, schaut, was sind die wichtigen Sachen. Sie hat eine Mein-Menü-Funktion, wo man sich das Menü einrichten kann für die Sachen, die man regelmässig braucht. Und sie hat das typische Kurzwahlmenü, also dass ich eigentlich mit dem Druck auf OK, ich tu das schnell zeigen hier, mit dem Druck auf OK habe ich eigentlich so eine Kurzübersicht, wo ich die wichtigsten Funktionen und so einstellen kann, auch mit Touch. Darüber habe ich das meiste gemacht und das hat mir auch super gepasst. Also. Wem würde ich diese Kamera empfehlen? Das ist eine gute Frage, darum stelle ich mir sie selber. Eigentlich allen, die nebst ihrer grossen Kamera noch gerne etwas Mobiles, Kompaktes für immer dabei haben. Eben gerade Leute, die vielleicht noch sehr, also eine Spiegelreflex, Systemkameragrösse, wirklich so ein bisschen etwas Bulkiges, mit lichtstarken Objektiv und so weiter, wirklich grosses Objektiv vor dran. Vielleicht noch irgendetwas Kleines, Kompaktes fürs Reisen, für Ausflüge und so weiter. Sie ist definitiv weit überlegen am Handy. Fakt auch viel mehr einfach, um in den Finger haben, um damit spannende Fotos zu machen, zum selber Belichtung zu setzen. Eben, noch einmal ein bisschen geschwärmt für das 17 mm Objektiv. Der Look ist wirklich genial, gefällt mir mega. Und etwas, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, ich habe hier den Hardware-Switch, wo ich JPEG-Modi, Monochrom-Modus einstellen kann. JPEGs werden dann im Look von der OM System gespeichert. Und man hat natürlich das RAW hinten dran immer noch untouched Original, wo man dann andersweitig bearbeiten kann. Aber man kann auch das JPEG dort via Handy-App überladen. Man kann auch das RAW via Handy-App überladen. Das WLAN ist sehr, sehr schnell. Das habe ich wahnsinnig geschätzt. Für mich und wie ich Fotos ist das WLAN heute ein wichtiger Faktor, den ich einfach auch haben will, wo ich Freude habe, wenn er genug schnell ist. Klar, man kann immer ein bisschen länger warten. Aber eigentlich rauszugehen, ein bisschen Fotos machen in diesen JPEG-Modi und dann das Fotos überziehen oder die Fotos überziehen, auch mal im RAW, wenn man es braucht. Sehr eine coole Angelegenheit. Also wenn du so jemand bist, der eben gerne ein bisschen mit einer haptisch-optisch schönen Kamera ein bisschen rausgeht, geht spazieren, ein bisschen bewusst in die Stadt, Streetfotografie oder am Reisen ist, dann ist die Kamera etwas für dich. Eine Frage, die ich hier ins Video einfach mit reinnehme, wo ich mehrfach bin gefragt wurde, was spricht für diese Kamera anstelle von einem Fujifilm? Da kann ich die Frage einfach umdrehen, was spricht für einen Fujifilm, wenn ich eine OM-System-Kamera habe. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die übliche Frage, Sony, Canon, Nikon, Sony und so weiter. Wenn du schon Objektiv hast, wenn du einfach schon in einem Ökosystem unterwegs bist, dann stellt sich die Frage, brauchst du noch einen neuen Brand, den du dazu nimmst? Vielleicht sagst du ganz bewusst, ja, ich will hier einfach ein Objektiv dazu kaufen. Ich kaufe mir einfach den Body mit dem 17 mm beispielsweise, oder es gibt jetzt auch ein neues, noch spannendes 25 mm, wo du ein 50er hast, oder eben einfach mit dem Kit natürlich. Zudem ist es so, dass hier die Objektive doch eher preiswert sind gegenüber den Riesenmöbeln, die du grossen Kameras hast. Bedienung kann dir hier sicher sehr zusprechen. Also
rede vor allem von der haptischen Bedienung, von diesen Rädchen und eben auch dem JPEG-Switch, der gefällt mir sehr gut. Der Formfaktor, würde jetzt gleich behaupten, dass ich eigentlich bei den Fujifilm alle aktuellen Modelle schon in den Fingern hatte. Und hier muss ich sagen, gefällt mir der Formfaktor mit der Verlängerung hier nach rechts echt ein bisschen mehr. Das hat aber auch mit deiner Grösse von den Händen zu tun, wie du das so ein bisschen fühlst, was du in den Fingern möchtest haben, wie sich die Kamera für dich anfühlt. Also, wir kommen eigentlich zum Schluss, du musst es mal in die Finger nehmen. Und der kann sich's für dich selber beantworten, ob jetzt eine kompakte Nikon ZF wäre beispielsweise auch noch so eine mitbewerbende Kamera oder eben eine Fuji für dich spannender ist. Das ist immer sehr schwierig zu beantworten, eine Empfehlung zu machen, hier einfach so in einem Video, wenn ich nicht weiss, was du gerne fotografierst. Ich muss sagen, bedenkenlos für fast alle, die ich so alle in den Kursen habe, wäre das eine gute Kamera. Ein einziger technischer Aspekt könnte man jetzt bringen. OM-System hat sich hier entschieden, einfach die 23 Megapixel reinzutun in diesem Sensor. Und ich habe teilweise Leute, die sagen, nein, das ist mir zu wenig, 24, ich will heute mehr, ich will Minimum 30, ich will die Sachen drucken, ich will Fotobücher machen oder ich will digital croppen. Ja, das ist ein Argument. Genauso gibt es aber ganz viele Leute, die einfach sagen, hey, ich brauche nicht mehr als 24 Megapixel, okay, jetzt hat man hier 23. Ich brauche nicht mehr, wenn ich mal etwas grosses drucken will, dann hat man immer noch die Möglichkeit, ein bisschen mit KI aufzuskalieren. Das geht heute gut, vor allem wenn man es irgendwie auf einer Leinwand drucken will, die ja auch eine gewisse poröse Struktur hat. Also ich würde mich dort nicht einschränken wegen der Megapixelzahl. Das ist für mich auch kein Negativkritikpunkt. Ich habe gerne Kameras, die hochauflösend sind. Ich wünsche mir hier bei den 12 Megapixel von TG7 für Unterwasserfotografie die Auflösung von 20, 23, 24 Megapixel. Aber die 23 Megapixel, die wir hier OM3 bekommen, die sind völlig ausreichend. Kommen wir zum Fazit von der OM-System OM3. Top schöne Kamera, liegt haptisch, sehr schön, sehr angenehm in der Hand. Ich selber, mein Favorit ist das 17 mm f1.8, aber auch das Kit-Objektiv 12 bis 45 mm, also entspricht einem 24 bis 90 mm f4. Es ist ein Micro Four Thirds Sensor drin mit 23 Megapixel. Wir haben ganz viele haptische Rädchen, Einstellungssachen. Man kann filmen mit dieser Kamera in 4K. Das ist vielleicht jetzt nicht die Kamera, die ich empfehlen zum Filmen, aber man kann mit ihr filmen. Das heisst, wenn ihr mal irgendwelche Real-Geschichten oder das YouTube-Video, warum nicht? Wir haben diverse Anschlüsse, unter anderem ein Mikrofon und einen Kopfhöreranschluss, also durchaus möglich, um mit dieser Videoaufnahme zu machen. Wir haben sehr schnell einen Autofokus, es ist sehr angenehm mit dieser Kamera zu arbeiten, auch bei bewegten Sachen. Das Tracking bei AFC, ich brauche Kameras immer im AFC, funktioniert sehr gut. Ich habe ein D-Pad, wo ich kann, also eigentlich wie bei einem Gameboy, nicht ein Joystick. Das haben auch viele Leute lieber das D-Pad, die Leute haben lieber einen Joystick. Bei der sehr angenehm. Das Display ist eines, das man umlitzen kann, also nicht nur rausfahren, eben auch vielleicht wegen den Video-Features. Der Sucher ist völlig okay und die Preis-Leistung von dieser Kamera, Kaufempfehlung. Geht ihr sie anschauen. Ich habe sie zur Verfügung gestellt bekommen von Foto Zumstein und das Objektiv, respektive das Objektiv und die Kamera wirst du zukünftig im Zumi-Rent mieten. Ich kann dir sehr ans Herz legen, das mal zu machen, es mal selber auszuprobieren und deine eigenen Fotos damit zu schiessen. Achte vor allem hier auf den Switch, JPEG-Modus, wo vor allem der Monochrom 2 mein Favorit ist geworden. Ich finde den Look wahnsinnig cool, vor allem in den Strassen, so ein bisschen von Bern und Biel bin ich unterwegs gewesen. Yes, das wär's gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.